Wupp, wupp. Guten Tag, ihr Leid. Ohne lange Umschweife. Komm mal her. Ja, ich will in die normale Welt. Wir haben gerade den Endboss von der Ranell-Spitze, dem Dungeon, dem Ranell-Dungeon, keine Ahnung, wie er hieß, geschafft. Und jetzt gehen wir mal in aller Seelenruhe zurück und gucken mal, ob wir Conde irgendwie helfen können, seinen Bruder wiederzufinden. Weil das ist das große Problem. Das war nämlich nicht der Bruder, wie wir dachten. Zumindest sagt Pixel das. Ne, Tri heißt das Vieh. Oh, Tri. Zelda, Tri, wo habt ihr gesteckt? Ihr wart plötzlich weg. Conde hat sich schon Sorgen gemacht. Der Berg wirkt auf einmal viel sauberer. Wie? Ihr beiden habt das Schwarze weggemacht? Dann ist der Berg jetzt dank euch wieder sauber? Vielen Dank, Conde ist glücklich. Aber, ja, was ist Conde? Ihr seid viel artiger als Conde. Wenn Conde so artig wie ihr wäre, dann wäre Brudi nicht so enttäuscht. Dein Brudi ist überhaupt nicht enttäuscht von dir, Conde. Du brauchst nicht niedergeschlagen zu sein. Er will sogar irgendwann mit dir auf Reisen gehen. Was? Wie? Wirklich? Brudi ist noch gar nicht zurück. Und was Conde von hinten gesehen hat, war nur ein Monster? Stimmt das? Ist das wirklich wahr? Nur, fühlst du dich nicht einsam, jetzt wo du weißt, dass er noch nicht zurück ist? Bist du nicht enttäuscht? Überhaupt nicht. Wenn er noch auf seinem Abenteuer ist, dann heißt das, er wird irgendwann heimkehren. Also wirst du weiter auf ihn warten? Brudi kommt ganz bestimmt zurück, egal wie lange es dauert. Conde wartet ganz geduldig. Guck mal, sieht man ja auch, Conde hat 4 Finger. 3 Finger und einen Daumen. Das Monster eben, was wir bekämpft haben, das hatte nur 3 Finger in jeder Hand. Macht riesig Sorgen um Conde? Ich will, dass du glücklich bist, weil du Zelda vor dem Schneesturm gerettet hast. Okay, Conde freut sich auch, wenn es Zelda und Tri gut geht. Zelda und Tri, danke, dass ihr Conde das mit Brudi gesagt habt. Habt. Schön, dass es dir besser geht, ja. Nicht nur besser, so glücklich war Conde lange nicht mehr. Lass mich raten. Der Bruder kommt jetzt mit seinem Ballon angeflogen. Durch den Schrei hat er jetzt gerade durch die Nebeldecke mitgekriegt, wo sein Bruder ist oder so. Und dann konnte er endlich landen. Was macht er denn hier für eine schöne 8? Erinnert mich irgendwie an, wie hieß er denn? Pick of Destiny mit Jack Black. Wie hieß er denn auf Deutsch? Kings of Rock, glaube ich. Wo er Pilze frisst und halluziniert und denkt, er ist ein Sasquatch oder so. Sorry, ja, egal. Es freut mich, dass wir ihn so glücklich machen konnten. Ich hoffe, er sieht seinen Bruder bald wieder. Damit wäre der Riss auf der heiligen Ranell-Spitze geschlossen. Gut so, aber echt, hey. Aber wofür ist dieser Segen gut, wenn den die Göttin dir gewährt hat? Damit bleiben noch Risse beim Vulkan Eldin und in den Firon-Sümpfen übrig. Zusammen schaffen wir das, Zelda. Okay. So, das hätten wir geklärt. Also, Ziel aktualisiert. Wir gucken mal schnell. Wie machen wir das? So. Risse in göttlichen Gefilden. Also, das da oben scheint der Berg zu sein. Jetzt passt auf, Leute. Auf die Goronen freue ich mich sehr. Auf den hier nicht so. Also keine Ahnung warum. Ist halt einfach so. Dass wir jetzt zuallererst auf der Ranell-Spitze waren, das war... Guck mal hier. Das war Zufall. Okay, dann beamen wir uns zuallererst hier hin. Moment. So. Das war Zufall, dass wir zuallererst auf der Ranell-Spitze waren, weil einfach nur... Oh, ich gehe mal hier den Berg hoch, weißt du? Ich will also jetzt nicht wundern, was ich jetzt hier mache. Ich will wissen, was hier ist. Ich will einfach nur wissen, was hier ist. Falscher Knopf. So. Weiter geht's. Ja, nix. Oder wie? Was ist denn das da? Ich will da hin.
Okay, das war einfach das, was noch gefehlt hat. Das ist einfach nur... Ja, es ist hier ist einfach nur kalt. Ah, warte. Mal her. Krieg ich so wenigstens nicht kalt, ne? Ja, kann ich mich an dem Gegner jetzt wärmen? Ja, kann ich. Steck den mal an, dass ich mich dran wärmen kann. Ja! Okay. Also hier war ich wohl noch nicht. Dann gehen wir da... So viel dann zum Thema. Ja, wir gehen jetzt in die Sümpfe. Wobei ich sagen musste, dass ich in... War das Breath of the Wild? Komm mal her. Auch dich nochmal. Komm her. Ah, dann halt nicht. Dann kommt mein gutes Kerzol. Dass ich die Sümpfe in... Ich weiß nicht, war das Breath of the Wild? Ja, Breath of the Wild war das. Mochte ich die Sümpfe sehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier sollen. Ah. Wahrscheinlich eine Kiste holen. So. Dann mal kurz da drüber. Auch mal einen Wasserblock. Na. Das wird wahrscheinlich... Moment. So nicht funktionieren, was ich vorhatte. So, Kerzol. 1, 2, 3, 4. Auf ihn bitte. So. Jetzt denkt er wahrscheinlich alle. Ja, ganz klar. Er geht jetzt da hoch. Nee, gehe ich nicht. Ich gehe da runter. Kann ich nicht runtertauchen, das ist natürlich doof. Aber ich hätte so gern irgendwie irgendwas gefunden, wo ich nicht rutsche auf dem Eis. Aber haben wir leider nicht. Ah ja, komm, machen wir das einfach so. Zack. Das machen wir so. Wir machen es uns heute mal einfach. Na, das war nix. So ungefähr. Trampolin. So. Da drin glitzert irgendwas. Seht ihr das? Nein. Hat er mich veräpfelt, hat er mich. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wahrscheinlich ist das irgendwie der Zugang zum Berg, wo ich schon lange durch bin oder so. Oh. Ich hätte einfach drüber klettern können. So. Das geht nicht. Dann machen wir die schöne Fledermaus da hoch. Die jetzt natürlich überall hinfliegt, aber nicht da, wo es soll. Schön. So, kennen wir sie, genau. Da, nee, da rüber, da. Guck, das ist ein Gegner. Nein, nein, du brauchst da nicht drüber fliegen. Warum denn auch? Ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass du dumm bist. So. Geh mir nicht auf die Nerven. Oh geil, guck mal. Ja, aber das ist jetzt Eis, ne? Das ist doof. So. Mann, eigentlich wollte ich hier doch eigentlich überhaupt wirklich gar nicht hin, ne? Moment. Hey. Hast du gesehen?
So kann ich den nicht hochheben. Also. Klack. Geht nicht. Müssen wir noch ein Trampolin draufstellen oder wie? Das war nix. Das ist gut. So, und jetzt? Ja, komm, ich mache jetzt erstmal den da oben weg, der geht mir eh auf die Nerven. Hopp. Das ist voll. Hör mal, ist das jetzt irgendwie wieder so ein Riesen-Dungeon oder wie? Das ist eigentlich nicht mal ein Plan gewesen. Geht mal alle weg. Das ist eigentlich nicht mal ein Plan gewesen hier. Echt nicht. Oh, ein goldenes Ei. Nehmen wir mal mit. Greif mal den an. Nein, nicht mich. Den da. Hüpf. So. Also, ernsthaft jetzt? Wo bin ich hier? Das ist voll das Riesenlevel hier. So. Jetzt nehmen wir die Wolke. Die ist auch schon ein bisschen länger hier, merke ich gerade. Nun gut. Das hat ja nicht so gut geklappt. Und jetzt kommen wir hier wieder zurück. Es ging also nur um diese eine Kiste hier. Naja, okay. Ja, da haben wir jetzt halt einfach 10 Minuten verplempert. Aber wenigstens die Karte etwas weiter aufgedeckt. Gibt es hier noch irgendwas? Also nur das hier ist schon wenig. Da leuchtet was. Bienchen. Hallo. Geh mir einfach nicht auf die Nerven und dann nerv ich auch dich nicht. Gilt auch für dich. Okay? Ja, wir laufen jetzt wieder zurück. So, es ist jetzt auch wieder gut. Wir wollen... Da haben wir im Moment nichts zu tun. Kondes Haus. Sollen wir mal zu Konde gehen? Komm, wir gehen mal zu Konde. Wir gehen erstmal zu Konde und dann gehen wir zum Schlüpperi. Und im Schlüpperi waren wir schon lange nicht mehr. Im Moment ist ja hier ein bisschen Abregen angesagt, sozusagen. Hier hast du wieder kalt, gell? Im Moment ist ein bisschen Abregen angesagt. Letzte Zeit war, also so, letzte Folge war ja, Dingensbummens. So, komm mal her. Ah, guck mal, da hat sogar eine Aufgabe. Wie klappt das nur? Zelda, Dri, schön, dass ihr Konde besucht. Es gibt ja was Konde fragen wollte. Als Konde das mit Brudi gehört hat, ist Konde nämlich was eingefallen. Ja, worum geht's? Vor langer Zeit, noch bevor Brudi mit seinem Ballon aufgebrochen ist, da hat er einen Zauber erfunden, der die Sonne rauslocken kann. Denn bei schlechtem Wetter kann man nicht mit dem Ballon fliegen. Und Konde hat nachgedacht. Wenn auf dem Hebraberg gutes Wetter ist, dann kann Brudi doch viel leichter zurückkommen. Deshalb will jetzt Konde diesen Zauber versuchen. Das wird dein Bruder sicher dankbar sein. Und wie funktioniert der Zauber? Man muss eine große Schneekugel, weiß und strahlend wie die Sonne, an eine bestimmte Stelle auf dem Hebraberg bringen. Ganz vorsichtig, damit sie bloß nicht kaputt geht. Am Ziel muss sie immer noch groß und rund sein. Aber das ist so schwierig. Bei Konde geht die Schneekugel jedes einzelne Mal kaputt. Zelda, darf Konde dich um etwas bitten? Kannst du Konde vorführen, wie das geht? Konde will unbedingt lernen, das selbst hinzukriegen, aber allein klappt das nicht. Shit. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach bauen, aber der will ja gucken, wie es geht. Wir können es ja nicht einfach hinzaubern, die Schneekugel. Danke, dass du mitgekommen bist. Das hier ist die richtige Gegend. Hier gibt es die strahlend glitzernden Schneekugeln, von denen Konde geredet hat. Kannst du so eine Schneekugel bitte zum Podest im Nordwesten bringen? Sobald eine schöne Schneekugel auf dem Podest liegt, ist der Zauber geglückt. Konde hat es oft versucht und jedes Mal ging es schief. Aber dir gelingt es vielleicht. Bitte, bitte, Zelda. Zeig Konde, wie es gemacht wird. Au, Schneekugel gefunden. Da waren wir schon.
kommt doch jetzt bestimmt... Da kommen doch jetzt bestimmt weitere Schneekugeln. Sag mal her, bin ich überhaupt richtig? Nee, guck mal, ich wäre eh falsch gewesen. Ich muss da entlang. Yay! 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 Pass auf. Steine pflastern seinen Weg. Kann ich mich da weiter vorschleichen? Da muss sie hin. Okay, wenn der da runterkommt, dann machen wir einfach da einen Stein hin. Dann haut er sich gleich da die Nüsse auf. Jetzt kommt natürlich keiner mehr, weißt du? Gut. Kann ich den noch ein bisschen rüberschieben? Oh. Was ist denn da drüben los? Ich kann da auch einfach so hochgehen, ne? Moment. So. Dann machen wir das natürlich noch für den guten Konto, ne? 50, jawohl, her mit. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass der da stehen bleibt. Das wäre schon irre gut. Dann würde ich auch hingehen und hier dasselbe machen. Wir kommen doch auch dauernd runter. So. Und da machen wir auch einen hin. So, gucke. Und den hier lassen wir. Den haben wir ja so hingekriegt. Beziehungsweise wir nehmen uns einfach den da mit. Kann ich den irgendwo andotzen? Ja, kann ich. Da oben muss ich vorbeigehen. Das ist unfair! Das ist unfair! Okay. Das ist extrem unfair. Ich hoffe jetzt, dass der da noch liegen bleibt. Du arschgelochtes. Ich hoffe jetzt, dass meine Kugel noch da ist. Da ist sie. Gut. Das ist aber wirklich unfair. Na, ist noch da. So. Moment. Sicher ist sicher. So, siehste. Leichteste Übung hier. Wahnsinn, Zelda. Dir ist der Zauber geglückt. Dank dir kennt Conte jetzt alle Tricks und Kniffe. Ja, du musst nur zaubern. Genau. Nächstes Mal schafft Conte es bestimmt auch allein. Vielen Dank. Dafür kriegst du das hier von Conte. Was gibt's denn Feines? Oh, ein Herz. Cool. Wenn du 4 Stück, habe ich die maximale Anzahl. Conte hat oft mit Brudi hier gespielt. Der Ausblick ist schön und man kann im Voraus sehen, was das Wetter so vorhat. Conte hat das mit dem Zauber ganz vergessen, aber von jetzt an wird Conte ihn wieder jeden Tag ausführen. Für Brudi. Danke, Zelda und Dreh. Conte strengt sich fleißig an. So, guck mal hier, dann haben wir ja doch ein bisschen vorwärts gekommen gerade. Können wir jetzt halt irgendwie... Wo wollten wir eigentlich hin? Ach ja, wir wollten zum Schlüpperi, gell? Das ist ja Contes Haus. Wo ist denn der Schlüpperi? Schlüpperi, wo war denn der? Zu Deliadorf? Hyrule Farm oder war auch noch was, gell? War denn der Schlüpperi sein Haus? Fisthafen, war das nicht hier irgendwo? Ne, das ist das Geheimlabor von Boris. Das weiß ich immer noch nicht, was es ist. Es ist mir aber auch gerade noch egal. Ein Brackplatz. Zoradorf. Da wollen wir hin. Ernsthaft jetzt? Wo ist dann... Schlüpperis Haus, da ist es doch. So. Dann beamen wir uns mal zum Schlüpperi und machen unser Schwert aufpowern. Ich glaube, die Sache mit dem Totigeln hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt. Weil... Ist hier sein Haus oder bin ich jetzt... Moment. Na, da unten ist es. Weil unser Schwert jetzt so aufgepowert ist, dass es deutlich stärker ist. Schade eigentlich. War aber eine gute Taktik. Ist immer noch eine gute Taktik. So, jetzt pass auf.
während der Weg seid, meine Forschung nicht geruht. Ich habe herausgefunden, wie es sich noch weiter verbessern lässt. Doch genug des Vorgeblänkels. Probiert es einfach aus. Was möchtet ihr verbessern? Aha. Ich könnte jetzt das Schwert auf Level 3 bringen. Den Bogen könnte ich aufpowern. Und die Energieleiste auch auf Level 3. Ja, komm, Bogen. Quatsch, Bogen. Bogen benutze ich fast nie, weil... So, dann machen wir hier fein hin. Dann machen wir hier das Schwert halt stärker. Somit hat sich, glaube ich, das Totigel noch mehr erledigt. Schade. So, was möchte ich verbessern? Level 3, mehr geht im Moment nicht. Mehr kann ich nicht, alles klar. Was mit dir? Ja. Rissforschung, ne? Erkenntnisse 1. Wir haben diverse von Rissen verschluckte Personen aufs Neue untersucht. Dabei fiel auf, dass all jene, die aus einem von euch geschlossenen Riss gerettet wurden, sich nun bester Gesundheit erfreuen. Denjenigen dahingegen, die einst weggezaubert wurden und auf andere Weise zurückkehrten, fehlt es bis heute an Lebenskraft. Sie wurden als Kinder weggezaubert und waren über einen langen Zeitraum verschollen. Es scheint, als falle der negative Effekt eines Risses umso stärker aus, je mehr Zeit jemand in eben diesem verbracht hat. Nun bleibt zu hoffen, dass Links Theorie sich als korrekt erweist und alle kuriert werden, sobald der Verursacher dieser Risse bezwungen ist. Okay, alles klar. Dankeschön. Ja. Ja. So, also, jetzt gehen wir nach Ephraim, oder wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Dahin. Und wie genau komme ich dahin? Ich glaube, so rum, dann nach unten, ist eine gute Idee. Oder hier rein. Ich weiß aber nicht mal, was das ist. Nee. Wir probieren das jetzt halt so. Ne? Wir gehen jetzt da beamen wir uns hin. Dann gehen wir nach Süden. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich durch diese Dungeon-Gedöns oder was das war. Keine Ahnung, ob das ein Dungeon war. So, Süden haben wir gesagt, gell? Das hier ist Süden. Das ist ja Wasser. Moment. Ich dachte, ich kann daneben jetzt halt hoch. Ja, dann schwimmen wir halt einfach, oder? Hallo, du da. Lass das. Okay. Die Spinne kostet 3. Und ein Bett. Ja, komm, nimm mal einfach dieses Bett. Scheißegal. Hauptsache drauf. Spinne genommen. Spinne dazu. Spinne dran gehängt und gebe ihm. So, danke. Wo bin ich jetzt? Erstmal umgucken. Ah, mach mich nicht so erschrecken. Ich hab doch Arachnophobie. Nö, hab ich nicht. Aber das muss man der nur sagen, dann macht es einem nicht mehr erschrecken. Was liegt da unten? Hier liegen illegale was? Hier liegen die Firon... Ja, da will ich hin, da will ich hin. Gut. Firon-Sümpfe, alles klar. Gucke. Euer Hoheit, ich grüße euch. Auf Befehl eures Vaters sind wir ausgeschwemmt, um die Orte zu untersuchen, an denen Risse erschienen sind. Ich habe mich hier in den Firon-Sümpfen bereits ein wenig umgeschaut und... Ich hatte direkt ein paar elektrisierende Begegnungen mit Monstern und irritierende Gespräche mit dem Volk, das dort lebt. Die Sümpfe machen ihrem abschreckenden Ruf alle Ehre. Nehmt euch guten Acht, falls ihr euch weiter wagt. Ist doch einfach nur ein Wasserfuzzi, oder? Den kann ich mit Eis. Schieß doch! Schieß doch! Ey, echt jetzt? Schieß doch! Ja, also, sag ich doch. Was sind denn das für Pilze? Leuchtpilze, oder wie? Da ist Musik. Ah. Okay.
Eigentlich hübsch hier, ne? Gefällt mir wieder. Ich mag ja Wald. Ich mag ja sehr den Wald. Hier scheinen überall Risse zu sein. Sollen wir uns erstmal bei den Großen umsehen? Ja, mach mal. Ich zeig dir mal, was ein großer ist. So. Bumm. Da sitzt ein Frosch und macht Musik. Bleib hier. Wo willst denn du hin? Was mache ich jetzt mit dem Frosch? Ziel imitieren. Soll ich jetzt mithüpfen oder was? Hier, du willst doch bestimmt ins Wasser. Okay. Scheinbar will er ins Wasser. Oh, oh. So. Ein Dubio? Ein Dubio. Gräbt sich in die Erde ein, labert drauf, dass sich jemand den Pilz auf seinem Rücken nähert. Okay. Ein ganz gewiefter hier. Oh, da ist viel Gras. Viel Gras, viel eher. Leider nicht sehr. Hab ich überhaupt das richtige Dingens an? Nee, natürlich nicht. Ich will ja... Das ist so dumm. Ich will ja das da haben. Da, guck, und da war schon ein Herz. Was bist denn du? Hallo? Siehst aber nicht wie ein Deku aus. Ach, du bist ein Deku. Kommst wohl vom Land, weit ab vom Nabel der Welt. Wenn ich was erklären soll, sag Bescheid. Was sind denn Dekus? Coole Typen, die den Ton angeben und sich nichts gefallen lassen. Und darüber hinaus sind wir verdammt niedlich. Das stimmt. Es ist schon fast unverschämt, wie toll wir sind. Das stimmt. Der Kerl neben mir hat sich im Boden angegraben wie ein Prolet. Wenn du unbedingt mit ihm sprechen willst, müsstest du ihn erst pflücken. Sonst noch Fragen? Ja klar, wo bin ich hier? Das hier sind die Firon-Sümpfe, eine raue Gegend, in der jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist. Die Schwachen bleiben hier ganz schnell auf der Strecke und beißen sprichwörtlich ins Gras. Okay, passt schon. Viel Spaß und so. Danke. Und du? Der hat die Schnurri. Du hast mich gepflückt. Dass du mich gepflückt hast, bedeutet wohl, dass du mir ein paar unangenehme Fragen stellen möchtest. Ja, Firon-Sümpfe. Gut, worüber möchtest du Bescheid wissen? Froschmonster, Elektromonster oder die neuesten Trends? Die neuesten Trends. Vor kurzem ist in den Firon-Sümpfen ein schwarzes, stacheliges Gewobbel von enormer Größe aufgetaucht. Dadurch haben wir Zuckerwatte bekommen, nach der im Moment alle Dekus verrückt sind. Was? Wenn du sie auch mal probieren willst, dann geh zur Leckerbude im Norden der Firon-Sümpfe. Also, was ist mit dem Froschmonster? Dabei handelt es sich um den fabulösen Aquakrötenor. Wenn er hier herumquakt, dann regnet es. Das ist nie verkehrt. Außer wenn man mal etwas Sonne tanken will. Dann ist das natürlich ein bisschen nervig. Elektromonster. Ich rede natürlich vom legendären Elektro-Gurkenmenschen. Der ist so geladen, dass man ihn bloß nicht anfassen sollte. Dabei ist er so goldig, dass man ihn am liebsten übers Köpfchen streicheln würde. Okay, das war's dann. Danke. Bis dann. Aber ernsthaft, jetzt ist halt wirklich niedlich. Wo geht's hier hin? Ich meine, die haben gesagt, ich soll in den Norden gehen, aber natürlich gehe ich nicht in den Norden. Okay, da gibt's noch viel. Ich gehe mal gucken, was da oben gibt. Da haben wir hier Dorf gefunden. Hier ist der Deku-Knast, wo wir Übeltäter einsperren. Diebe werden hier ohne Gnade eingebuchtet. Und du? Und hat ein Iro. Schaulustige sind ja unerwünscht. Hau ab. Maul nicht. Ja. Natürlich lassen wir da nicht jeden dahergelaufenen Besucher rein. Okay. Hallo, du da. Solange ich mich hier vor der Arbeit, ich meine natürlich hier eine Pause mache, lass mich bitte in Ruhe, ja? Es ist ab und zu ganz schön, allein zu sein. Das lasse ich mir nicht nehmen. Okay, okay. Bin ich denn hier? Hä? Ach, da hat er die komische Zuckerwatte da, ja. Lecker, lecker, lalalala. Die essen alle die Zuckerwatte. Oh, guck mal, die hat so Bummel am Kopf. Wie heißt das? Dutze. Die hat Dutze am Kopf. Erst habe ich die Nase gerümpft. Immerhin kommt diese Substanz aus dem Hinterteil eines Monsters. Aber schmeckt wie Zuckerwatte. Als in der Leckerbude dieses schwarze, stachelige Gewobbel aufgetaucht ist, waren wir erstmal alle entsetzt. Aber die große Spinne, die dort rauskroch, stellt diese unglaublich leckeren Faden für uns her. Was Besseres habe ich noch nie gegessen.
Okay. Sie essen Fäden einer Monsterspinne. Siehst sie an, sie haben alle ganz verklebte Mundwinkel. Du wirst das Zeug aber nicht probieren, oder? Hoch? Was ist das für eine Frage? Natürlich werde ich das probieren. Was mit euch zwei? Sag mal, stimmt's eigentlich, dass du eine Mitgliedskarte für die Leckerbude hast? Quatsch mit Soße habe ich gar nicht. Das ist ein unbestätigtes Gerücht und außerdem gar nicht wahr. Okay, du hast mich überzeugt. Du besitzt definitiv eine. Sind jetzt alle süchtig nach dem Zeug da? Bei dem schwarzen, stacheligen Gewoppel kann man anscheinend nahezu unbegrenzt Zuckerwatte abgreifen. Wenn dein Appetit geweckt ist, geh doch mal zur Leckerbude im Norden. Allerdings kommen da nur Mitglieder rein. Und du? Mampf, Mampf. Hier ist Laubhausen. Was isst du da? Das ist die Trendsüßigkeit der Saison. Zuckerwatte. Diese fluffige Textur, diese unverhüllte Süße. Dass wir diese himmlische Leckerei genießen können, haben wir nur der großen Spinne zu verdanken. Was ist denn die große Spinne? Na, die riesige Spinne, die zur selben Zeit wie der schwarze, stachelige Gewoppel aufgetaucht ist. Die hat netterweise an verschiedenen Stellen den Grundstoff für diese super leckere Zuckerwatte hingekleistert. Ja, da im Eck zum Beispiel habe ich gesehen, ne? Da im Eck. So, was ist denn so faszinierend? Ja, es muss da einen Zusammenhang geben. Irgendeine Verbindung. Eine Kleidung, dein verwirrter Blick. Ja, man sieht es dir 3 Meilen gegen den Wind schon an. Du bist ein Landei, frisch aus der Schale gepellt. Kennst du Regen? Sagt dir das was? Bei einer wie dir muss man ja fragen. Hier in den Firon-Sümpfen stand nämlich nicht immer nur die Sonne. Manchmal fällt Wasser vom Himmel, der sogenannte Regen. Aber in letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen. Man hört immer erst einen seltsamen Gesang, bevor es dann zu regnen anfängt. Doch, doch, das stimmt. Ich bilde es mir nicht bloß ein. Und es wird Zeit, dass mal jemand der Sache auf den Grund geht. Ich wette, du bist jetzt auch fasziniert, oder? Ja, man sieht dir deine unbändige Neugier an der Nasenspitze an. Jesus, ne, hab ich gerade verhaspelt. Komm, lass uns diesem Rätsel gemeinsam auf den Grund gehen. Allein kann ich nämlich nicht weiter, muss ich zugeben. Also, deine Aufgabe ist, den Regensänger hier vor mich zu zerren. Wo es regnet, da kann er nicht weit sein. Ich habe Besseres zu tun, aber du schaffst das, da bin ich mir sicher. Den kenne ich doch. Warte, erstmal muss ich da rüber, da ist eine Schatzkiste. Den kenne ich doch. Butter. 5 Stück Butter. Lecker, lecker Futter. Was mit dir? Ich will Zuckerwatte essen, aber ich bin's leid, dass dafür so weit latschen zu müssen. Wenn es nur auch hier so ein schwarzes, stacheliges Gewoppel in der Nähe hätte. Tja, das wäre vielleicht gar nicht mal so gut. Ich war der Erste, der die Zuckerwatte gegessen hat. Ich habe diesen ganzen Boom erst ausgelöst. Ja, schon klar. Influencer hier. Pass auf, mach mal das so, dass wir jetzt zuerst den Frosch holen. Den habe ich ja schon gesehen. Guck mal, da ist so ein schwarzes Loch. Den habe ich ja schon gesehen, den Frosch. Der war da links. Auf dem Baumstamm. Wo er jetzt nicht mehr ist. Da ist er doch. Komm halt mit. Ich hab's eilig. Kann ich da einfach hoch? Ja, da kann ich hoch. Ab. So. Folgt uns jetzt eigentlich der Regen? Warte mal, ich muss mal dann ein bisschen mehr so an mich dran machen. So. Es ist komischer Regen. Ja, da guckst du, gell? Wer war das da oben, der, gell? Ah, ja. Jetzt regnet es ja wirklich. Ja, das ist der Gesang, den ich meinte, kein Zweifel. Und da es regnet, sobald der Gesang ertönt, fängt es an zu regnen. Also rufen diese Töne tatsächlich den Regen. Was für eine Entdeckung. Dass ich das erkannt habe, ich bin ein Genie. In aller Bescheidenheit muss ich das anerkennen. Ja, doch. Danke für die Hilfe. Hier hast du eine kleine Aufmerksamkeit. Appel. Bitte Appel. Das Lied des Aquakrötenors ruft den Regen herbei. Ich hatte absolut recht. Ach, wie gut sich das anfühlt, recht zu haben. Kann es sein, dass das Spiel uns irgendetwas sagen will? Es will sagen, guck mal auf die Karte. Da ganz rechts war ich noch nicht. Was ist denn das da? Smoothie Shop, nur noch wenige Schritte. Okay. Ist das hier eine warme Quelle? Ja, ist es.
Ist das hier der Smoothie Shop? Tatsächlich ein richtiger Shop. Hast du schon mal diese süßen Köstlichkeiten des Landes genossen? Also, die Smoothies, die es hier zu kaufen gibt. Momentan sind die Leute hier in der Gegend alle der Zuckerwatte verfallen. Für die gibt's nichts anderes mehr. Aber auch wenn ich der Einzige wäre, zur Not halte ich den Laden ganz allein am Leben. Okay. Lass mal her. Also, da guck. Reden. Willkommen, ich bin ein Händler-Deko und dies ist mein Smoothie-Shop. Bei uns kannst du deine eigene Smoothie-Kreation verwirklichen. Traumhaft oder nicht? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht. Du wählst einfach 2 Zutaten aus. Also los, worauf wartest du schon? Ich will ein bisschen plaudern. Alle sprechen zurzeit nur noch von dieser komischen Zuckerwatte und niemand will meine Smoothies haben. Dabei war ich so sicher, dass die Eröffnung eines Smoothie-Shops der kürzeste Weg zum Reichtum wäre. Nein, so leicht darf ich nicht aufgeben. Mein Tag wird kommen. Ganz bestimmt. Komm, wir machen mal wieder ein Smoothie. Und zwar... Haben wir schon Butter und Butter? Ja, haben wir schon. Salz und Salz. Salz und Salz gibt einen Verunfaller. Kartoffel und Kartoffel gibt einen Klettersmoothie. Okay. Monster und Monster. Monster und Monster. Rüstungssmoothie. Ja, kommt den Baumarkt einfach so. Fertig. So, den lassen wir jetzt mal genau ein bisschen machen. Badabum, badabum. Grawummel, grawam. Tada! Fertig ist das feine Gebräu. Was gibt's denn Feines? Das weiß ich doch. Ja, guck. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Aber egal, das sollte reichen. So. Nee, das langt schon. Das ist schon okay. Ich könnte mir sowas gegen Blitzabwehr holen. Ich glaube, hier in den Sümpfen wird es sehr blitzlich werden, oder? Was ist das da? Ein Smoothie Shop. Saftige Köstlichkeit. Hier unten geht's noch. Uah. Ernsthaft jetzt? Wieso seid ihr so dick? Puff. Dekoranja Level 2. Schluckt Gegner mit einem Haps, von ihrem Kopf prallen Angriffe einfach ab. Okay. Ich sag dir, ich schluck dich jetzt gleich mit einem Haps. So. Hier ist dazu erschrecken, geht ja gar nicht. So. Ich glaube, im Moment braucht man keine Herzen, da wäre es besser. Oh, das ist doch ein Mini-Deku. Also so einer, der drin steckt, meine ich. Hast dich gepflückt. Wo du schon mal hier bist, gebe ich dir gerne ein paar Tipps. Fragt sich nur zu welchem Thema. Zu den Sümpfen selbst. So. Und zu welchem Bereich der Firon-Sümpfe? Osten. Eine uralte Ruine gibt's da. Da stehen auch lauter Säulen mit Feuer rum. Allerdings hüpfen einem da komische Viecher ins Gesicht. Deshalb würde ich eher einen Bogen um die Gegend machen. So, und im Westen? Im Westen musst du dich vor Schwarmras in Acht nehmen. Das sind auffällig bunte, ziemlich laut krächzende Vögel. Wenn die dich entdecken, rufen sie andere Monster herbei. Und der Süden? Im Süden gibt's, habe ich vergessen. Ach do, ganz am Rand wohnt irgendwer. So, alles klar, passt schon. Danke. Im Süden wohnt, habe ich vergessen. Der Pilz da unten, der hat gerade gewackelt, oder? Ja, klar. Hab ich dich. Hast du gedacht, ich erkenne dich nicht? Totigeln. 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 Komm doch, wenn du dich traust. Ja, komm, ist jetzt auch wieder gut. Spaß vorbei. Alter, der hört gar nicht auf. Ich krieg dich. Junge, der hört einfach nicht auf zu existieren. Schwarmra. So, ja, geht allen tierisch auf den Leib, genau. Oh, hätt's nicht gekriegt. Schon wieder so einer. Soll ich mal so einen Shawarma da beirufen? Greift der auch mal an oder tut der nur krächzen? Ah, das ist unfair, geh weg. Ich wollte nur gucken, was hier oben ist. Ja, nix ist hier. So, wo laufe ich denn eigentlich gerade rum? Ich habe keine Ahnung. Da komme ich doch her, oder nicht? Nee, an dieser Brücke war ich noch nie. Wo bin ich denn? Ich kann ja mal einfach auf der Karte gucken. Ich muss wohl... Ah, guck mal hier, wenn ich jetzt da runter gehe... Oh, Moment! Den kenne ich noch! Den kenne ich noch! Von Link's Awakening kenne ich den noch. Uah.
So. Elektrogurkenmensch. Dieses aufgeladene Monster wandert gemächlich umher. Im Wasser vergrößert sich sein Spannungsfeld. Okay. Gut zu wissen. Also, da muss er hin. Ja, greif halt auch mal an. Hat das jetzt endlich gefuttert? Ja. Sorry, aber du brauchst ja ewig, bis du mal was machst. Naja. Zeig mal her. Der Gurkenmensch. Okay, der blitzelt ein bisschen. Und hier? Ah, hier blitzelt er ein bisschen mehr. Alles klar. Gibt's da irgendwas? Nee, nee, nee. Das sind nur wackelnde Pilze. Da lasse ich die Finger von. Da ist noch so ein Deku. Zack. So. Wo ich schon mal in der frischen Luft bin. Also Firon-Symph. Alles klar. Ja. Westen, Süden, Osten. Moment, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee. Oh, was ist das? Den kenne ich noch nicht. Komm mal runter, du. Ich will mit dir reden. Ach, das da oben sind Lichtels. Guck mal. Warum kommt denn der nicht runter? Ah ja, da. Jetzt hat. Schön in die Ecke gedrängt. Jawohl, so muss das sein. Es regnet gerade, das ist sehr praktisch. Ein Exalfos, ja klar. Was kostet der? 2 nur. Geschickter Jäger, der sich blitzschnell auf die Beute stürzt und sie mit seinem frisch angespitzten Spieß durchbohrt. Schön. So. Und ihr hier, wollt ihr auch mal geblitzdingst werden? Die mag ich ja. Die Lichtels mag ich. Ja, das ist kein Lichtel, das weiß ich. Die heißen irgendwie anders. Fackels. Könnte mir es vielleicht mal merken. Will ich aber nicht. Ey, das Blitzding im Regen ist ja OP wie Sau. Goma, Baby. Goma, 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 Goma. Produziert klebrige Fäden, in denen Opfer sich verfangen. Die Fäden sind allerdings leicht entflammbar und scheinbar sehr lecker. Okay, dann ist also das Dingens, was die alle essen, ist von der Goma. Goma ist eigentlich diese große. Hat die nicht nur ein Auge gehabt, die Spinne? Na komm her, wenn du was willst. So geil, ey. Kann ich das da ein... Nicht das da. Das da oben, kann ich das einloggen? Kann ich da vielleicht sowas hinmachen? Ach so, es regnet ja. Okay, dann funktioniert das nicht so gut. Das ist mein neuer Liebling. So geil. Vor allen Dingen, weil er auch noch auf und zu läuft. Das ist ja genial, weißt du? Oh, da ist ein Stempel. Moment. Wie schon dahin? So im besten Fall. So, okay, hier regnet es nicht mehr. So, okay, ich muss eine Spinne machen. Ungefähr hier. Und dann da hoch, weil ich brauche ja einen Stempel. So, guck mal hier. Ah, der erste Stempel von meinem neuen Stempeldingens. So. Achso, ja, die Spinne bringt gar nichts, ne? Regnet es hier vielleicht? Oh, die Spinne bringt doch was, guck mal. Alter, Spinne, ist es überhaupt? So. Oh, da ist ein Deko in Nöten. Okay, ich bin jetzt im Süden der Firon-Symphe. Okay, alles klar. Ich glaube, ich helfe dem da mal. Das sieht nicht gesund aus. Komm mal her, du. Na, komm her. Badest du? Ach, sie kommt einfach nicht. Das schwarze, stachelige Gewobbel. Hier gibt es das zwar auch, aber das bei der Leckerbude im Norden ist viel größer. Ach, der badet. Ich dachte, der ist in Nöten. Nee, ist er nicht. So.
Nö, also hier gibt es jetzt erstmal nichts. Ich gehe mal stark davon aus, ja, natürlich sollten wir in den Norden gehen, ist ganz klar. Ich will da aber erstmal noch Feuer drauf machen. Mal her. Die brennen ja wirklich. Bringt das dann irgendwas? Na komm her, du Wobbel. Du Wobbel. Ich kann dir gleich sagen, was ich mit dir mache. Na komm. Ja, wirst gleich mal geblitzdings. Ja, auch. Sind sie zu zweit geblitzdings, die Deppen. Ihr seid schon doof irgendwie, oder? Cool, danke. Hast du gedacht, ich sehe dich nicht? Falsch gedacht, da oben ist noch eine, die sehe ich auch. Komm her, geh mal da rüber. Dachte die, ich sehe sie nicht, oder was? Hör auf damit und stirb, genau. Aber das ist halt wirklich schon hier. Was ist das da? Kann man das essen? Nee, ist man dann gefangen. Also ja, kann man wohl schon essen, aber sollte man wohl nicht. So, ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Guck, da wollte ich ja hin, da irgendwie. Also da kann ich auf jeden Fall mal reingehen. So. Achso. Da wird nicht lang gefackelt hier. Ich glaube, es geht los, weißt du. So, und den kleinen Depp da oben, den schieße ich mir halt einfach runter. Weil auf das habe ich mal gar keinen Bock. So, siehst du. Mal ein bisschen umgucken hier. Kann ich nicht einfach hier eine Lampe hinmachen und gut ist? Nicht, dass hier irgendwo eine Kiste oder so ist, scheinbar nicht. Ach, deshalb ist das Leuchten, was du futtern kannst. Moment. Oh, guck mal. Ah, sorry. Ich dachte, da ist ein Durchgang. Da ist ein Durchgang, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ich dachte, guck, da ist das da irgendwie. Meinst du, ob ich da eine Spinne nutzen kann? Gibt's hier eine Karte? Nee. Ich bin eigentlich eh schon wieder viel zu weit. Ich will doch eigentlich hier jetzt Pause machen. Guck mal, 45 Minuten, 48 sind wir schon. Yes, das nee. Komm, wir gucken jetzt mal, dass wir da in den nächsten Raum gehen. So. Und dann ist gut. Dann ist gut. Hopp, hopp. Da wackelt nichts, oder? Doch, hier. Ja, ja, das wackeln, Kumpel. Da war ein Herz. Ja. Moment. Geh mir nicht auf die Nerven. So. Mann, 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 Mann. Ich wollte eigentlich, hoppala. So, Herz gefunden. So, das ist schon mal gut, da wird nämlich meine Energie aufgefüllt. Und ich krieg noch eins mehr. Ui, schon ein neues. Guck mal hier. Also, wenn das nicht ein mega Zeitpunkt ist, um hier eine Feuerschale hinzustellen, damit man überhaupt mal was sieht. So, damit ich die Verabschiedung machen kann. Wir machen morgen hier weiter. Ich glaube nicht, dass das ein großer Dungeon ist. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir jetzt schon wieder durch oder so. Aber trotzdem, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie Videos machen, die 5 Stunden gehen. Das dürfen andere machen. Dann bis morgen und schön mit Ö. Genauso.